Hello, it's me. Der Trollenkönig und ich heiße euch herzlich willkommen. Ich habe ein Ründchen PUBG gespielt und es ist einigermaßen gut gelaufen und ich habe es aber nicht kommentiert, weil ich in letzter Zeit nicht mehr live kommentiere, während ich am Gamen bin, vor allem bei PUBG nicht. Aber das ist ein Ründchen gsi, wo ich mir gedacht habe, da könnte ich mit euch mal durchgehen, was ist gut gsi, was ist schlecht gsi. Ich bin nicht Erster geworden, bildet euch darauf nicht ein. Wir sind schon relativ weit in der Runde drin. Ihr seht, ich habe noch 0 Kills, es sind noch 36 am Leben und die Zone, die gestartet ist also respektive Flugschneise, ist eine absolute Katastrophe gewesen. Werden wir jetzt bald sehen, sobald ich mal die Karte zu Gesicht bekomme. So. Also, jetzt ist gerade irgendwo ein Airdrop gekommen, der interessiert mich momentan nicht, außer der ist gerade über mir. Dann müsste ich mich schleunig verpisilisieren da. Ich schaue mich ein bisschen umeinander, dumm und okay. Was habe ich für eine Bewaffnung? Ich habe einen VSS mit 65 Schuss und einen AK mit knapp 100 Schuss. Für beide Sachen habe ich keine, ich glaube VSS kann man gar nicht weiter modifizieren und für die AK habe ich gerade mal ein Rotpunktvisier. Schlechtester Start ever. Nein, nicht ganz, aber kommt näher. Okay, was mache ich? Was habe ich gemacht? Ich bin hier gelandet, ungefähr. Oder auch weiter oben. Und habe dann gelootet. Oh, schau, jetzt haben wir gerade die Karte gesehen. Schauen wir schnell die Karte rein. Okay. Ihr seht die Zone. Ich bin praktisch in der Mitte der Zone. Ich bin da, wo die geile Markierung ist, bin ich gelandet. Und habe dort eben das Nonplusultra oder ein VSS gefunden. Und für mich hat es eigentlich 2 Möglichkeiten gegeben. Übrigens, die Flugschneise war hier durch gewesen. Also praktisch gerade. Hat es 2 Möglichkeiten gehabt für mich. Da vorne an der Straße ist meistens ein Auto. Ins Auto einsteigen, nach Georgopol fahren oder nach Rozok oder Jasnaya Povliana. Hoffen, dass die Zone gut mitspielt. Und dort weiter looten. Oder ich schaue, wo die Zone hingeht, habe gesehen, okay, sie ist schon bei mir. Also ihr seht den blauen Kreis. Und mich gut positionieren und warten, bis die Leute auf mich zukommen. Und das ist eigentlich das, was ich gemacht habe. Darum sind schon so viele Leute gestorben. Darum habe ich mir so viel Zeit beim Looten. Und jetzt schauen wir, was da daraus geworden ist. Hoffentlich etwas Gutes. Also, jetzt im Moment bin ich da. Der Perimeter am Abcheck, wie man so schön sagt. Also ich schaue, dass mir niemand zu nahe kommt. Und da kommt der erste Kandidat. Also irgendjemand ist jetzt da mit einem Buggy raufgefahren. Zuerst habe ich noch gemeint, dass ich einen darf, aber die Töne glaube ich ein bisschen anders. Jedenfalls bin ich mir jetzt nicht ganz sicher gewesen, soll ich jetzt die AKM nehmen. Wenn jetzt der würde runterkommen, hätte ich mit der AKM natürlich um einiges bessere Chancen, weil die ist auf Vollauto, 30 Schuss. VSS auf einzeln, gut, die hätte ich natürlich auch umstellen, aber ich habe gerade mal 10 Schuss, nochmal 9 mm. Die hat immerhin 7,52. Okay. Wo ist der Typ hingegangen? Ich habe keine Ahnung, das heisst, ich gehe jetzt ganz langsam, ohne mich gross zu verraten, gehen wir mal auf Google schauen. Wo ist der Typ? Okay, da ist der Buggy. Oh, dort liegt er im Gras. Also, Waffen wechseln, VSS vornehmen und den Typ verschiessen. Gutes Aiming, Trolli. Wow. Ja, jedenfalls, der Typ sofort looten. Was hat er dabei gehabt? Er hat sozusagen gar nichts dabei gehabt, was ich richtig könnte brauchen. Er hatte Munition gehabt, die bringt mir nichts. Falsche Waffe, er hat einen Scar gehabt, ohne Aufsatz. Schalldämpfer für einen MP, aber er hat mal einen MP dabei gehabt, weißt du? Oder hat er einen UMP dabei gehabt? Ich glaube es nicht. Ich glaube einen UMP. Ja, er hat einen UMP dabei gehabt. Aber die würde mir jetzt in dem Moment auch nicht nützen, weil ich habe ja kein Scope dafür. Also abfahren damit brauche ich nicht. Weiter geht's. So,
Okay, zurück zum Tagesgeschäft. Ich gehe wieder den Hügel abchecken, den Hügelzug, weil aus dieser Richtung da können die Spieler kommen, da hinten ist ein Steilbruch. Und die Mitte von der Zone ist ungefähr bei mir. Also vielleicht gibt es irgendwie irgendwelche andere kranke Typen, die sich denken, hey, weißt du was, ich hänge es einfach in die Mitte von der Zone und warte, bis die Leute kommen. Könnte sein. Okay, jetzt kommen die Schüsse. Etwa aus dieser Richtung. Ich bin am Schauen, sehe noch nichts. Dort habe ich jetzt kurz verharrt, weil ich gedacht habe, ist jetzt das eine Wurzel, ein Stein oder ein Typ? Es ist wahrscheinlich ein Stein, der hinter dem Baum ist. Ich müsste mal zu einem späteren Zeitpunkt schauen, was dort genau ist. Jetzt gehe ich auf die andere Seite vom Hügel schauen, kommt vielleicht von daher irgendjemand oder sehe ich jemanden in der Weite über den Hügelzug hinweg sich bewegen? Nein, nichts. Tote Hose. Naja, okay. Die Zone ist jetzt bald da. Also was ich jetzt im Grunde genommen mache, ist, ich schlage jetzt gerade die Zeit tot, um zu schauen, wo geht die Zone durch. Damit ich mich, wenn nötig, gerade kann bewegen kann. Also noch ein bisschen umeinander schauen, dass man nicht verschossen wird. Bam, da ist die Zone. Und die Zone sieht immer noch leid aus. Ich bin immer noch in der Zone drin. Und jetzt habe ich für mich entschieden, ich gehe mal richtig Fuß vom Berg. Also da vorne. Da. Weil ich will auf keinen Fall bis zu den Feldern führen. Das wäre Selbstmord. Okay, was mache ich jetzt? Ich kann nochmal schnell schauen oder sicherstellen, dass niemand von hinten mich verschiessen kann, wenn jemand von dieser Seite her würde kommen. Und jetzt ist mir in den Sinn gekommen, hey, warte mal, ich habe doch gerade einen Typ verschossen. Ich kann nochmal schnell schauen, was der alles dabei hat. Okay, schnell absafen. Dann ist alles gut. Es kommen immer noch Schüsse aus dieser Richtung. Wahrscheinlich sind immer noch Leute beim Steinbruch irgendwo. Okay, da ist nichts. Also, da nochmal schnell absafen. Da ist gar nichts. Aus dieser Richtung habe ich auch nie Schüsse gehört. Also, die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass aus dieser Richtung jemand kommt. Hui. Es ist mal wieder morgen früh, ja. Darum bin ich noch ein bisschen müde. Deal with it. Okay. Jetzt habe ich vergessen, den Typ zu looten. Säckchen wieder hier vorne. Weil aus dieser Richtung vermehrt Schüsse kommen. Das heisst, bevor ich jetzt da easy peasy am looten bin, wollte ich mal zuerst schauen, was geht da überhaupt ab. Okay, es geht nicht ab, es ist langweilig wie je zuvor. Ich habe noch genug Zeit. Ich kann es schön locker nehmen. Heisst, nochmal zurückgehen. Nochmal in die Richtung absafen. Weil aus dieser Richtung, wo die Häuser sind, könnte natürlich auch noch Leute kommen. Ist sehr unwahrscheinlich. Okay, gehen wir nochmal zum Typ, tun wir den nochmal schnell looten, schauen wir, was der dabei hat. Eigentlich kann man sagen, 9 mm Munition kann ich gut brauchen. Die kannst du mir geben. Und ihr seht, ich habe nur das Nötigste dabei. Also ich nehme nicht da, ich bin kein laufendes Ersatzteillager. Manchmal schon, aber manchmal braucht man es auch, wenn man in einem Loot-Gebiet ist, wo halt sehr viele Sachen droppen. Zum Beispiel, also ja, wenn man gute Aussichten hat, dass man zum Beispiel einen Pumpgun kann haben, dann nehme ich schon mal Chokes mit und Bullet Loops und all das eigentlich. Oder wenn ich die Aussicht habe, vielleicht. Oh, jetzt habe ich mehrere Schüsse gehört. Ungefähr aus dieser Richtung da. Mehr ein bisschen rechts. Und ich schaue gleich wieder zu den Häusern, weil es ist sehr gut möglich, dass bei den Häusern jemand ist. Aber nein. Da auf dem Höhenzug ist auch noch niemand. Also am liebsten muss ich sagen, spiele ich mit der UMP. Als Zweitwaffe und als Erstwaffe Scar. Oder Vektor. Okay. Aus diesen Häusern kommt sehr wahrscheinlich niemand mehr. Aber zu dem Zeitpunkt weiß ich das nicht. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ich bin viel zu lange da geblieben. Ich hätte viel früher schon müssen das machen, was ich eigentlich am Anfang vorhatte, nämlich im Höhenzug folgen und am Fuß vom Berg warten. Aber aus irgendeinem Grund bin ich so überzeugt gewesen, dass da hinten noch Leute sind, weil eben immer wieder Schüsse aus dieser Richtung gekommen sind. Und wird dann weiter, später sehen,
Da unten links, dass einige im Spiel, außerhalb vom Spielbereich gestorben sind. Und das sind wahrscheinlich die Leute, die dort hinten gecampt haben. Und wieso, dass die sich dann nachher nicht bewegt haben, habe ich keine Ahnung. Das ist für mich unverständlich. Okay, die Zone ist da. Das heisst, die Häuser da vorne, die sind nicht mehr in der Zone drin. Das heisst, jetzt müsste jemand kommen. Aber es kommt niemand. Mein Glück ist, dass ich immer noch in der Zone drin bin. Und ich höre immer noch Schüsse. Nicht jetzt aus dieser Richtung, sondern mehr rechts davon. Genau, da hinten. Irgendwo in diesem Waldstück ist noch jemand. Mit der SKS. Das ist wahrscheinlich der Typ, der mich am Schluss erledigt. Das ist momentan nicht mein Problem. Ich versuche jetzt natürlich die Leute zu spotten dort hinten. Vielleicht sehe ich irgendjemanden, aber keine Chance. Ich schaue immer noch Richtung Steinbruch. Okay, Zeit für einen Boost. Nach wie vor Schüsse aus dieser Richtung da. Aber ich sehe niemanden. Wäre ich ein bisschen aggressiver unterwegs gewesen und hätte ich eine bessere Bewaffnung gehabt, wäre ich jetzt garantiert zu diesen Schüssen hingegangen. Aber mit dieser Bewaffnung, die ich jetzt im Moment habe, keine Chance. Wirklich keine Chance. Also nicht für mein Spiel können. Für das bin ich ein zu schlechter Spieler, was Zielen angeht. Okay, ich lasse jetzt noch eine Zone auf mich zukommen. Mal schauen, was für Dreck dass sie das mal anspielt. Vielleicht kommt ja jemand. Ich habe nach wie vor 0 Kills. Ich bin noch keine einziger Person begegnet. Niemandem begegnet bis jetzt. Okay, ein Auto. Ich habe jetzt schon mal auf die AKM geswitcht, falls ich schnell das Autofeuer brauche. Nichts gewesen. Dort oben ist er. Und jetzt mache ich gerade einen riesen Fehler. Ich habe ihn nicht weiter verfolgt. Und jetzt haben wir verloren. Super gemacht, oder? Ich suche an der völlig falschen Stelle. Bam, 2 Kills. Hä? Wieso 2 Kills? Egal. Irgendwie bin ich jetzt gerade... ich habe jetzt gerade gemerkt... ah nein, ich habe den Typ am Baum aber noch gekillt. Ja klar, der, den ich gelootet habe. Okay, 2 Kills. Aber ich bin nicht ein Typ, der Kills zählt. Ich wollte einfach... mich freut es, wenn ich Erster werde. Ob ich jetzt da mit einem Kill oder 10 Kills werde, scheißegal. Okay, bin ich gerade einfach an einer blöden Position da. Weil da sehe ich niemanden und ich habe keine Einsicht auf das Gebiet vor mir. Weil mir die Sicht von diesen Bäumen verdeckt wird. Der Chip ist verräterisch. Es kann sein, dass oberhalb noch sich jemand befindet. Okay, aus dieser Richtung viel Schuss. Das heisst, langsam muss ich mich dafür bewegen, weil sonst habe ich keine Chance. Und gerade jetzt, wenn ich mich bewegen will, bam,
unter mir einen am Säckeln. Ich schiesse noch nicht auf ihn. Ich will keine... ich will meine Position nicht verraten. Jetzt habe ich ihn verloren. Ah nein, rechts ist er. Jetzt kommt mein Super Aiming. Drückt es mich nochmal oder zieht sie nach links? Okay, die Zone kommt, ich muss mich bewegen. Jetzt wird er gerade von einem anderen beschossen. Bam. Außerhalb der Spielzone. Er wird nicht mehr viel Leben haben. Aber das ist gut für mich, weil so schaut er nicht zu mir und der ihn beschießt, auch nicht. Also doppelt gemoppelt. Aber jetzt weiss ich, irgendwo über mir ist einer, der auf ihn geschossen hat. Und das ist der gescheiteste Typ, den ich je in einem Game gesehen habe. Er ist außerhalb der Spielzone, er ist aus der Spielzone rausgegangen, um den Typ zu verschiessen, damit er nachher auch sterben kann. Wow. Toll gemacht, Junge, toll gemacht. Du bist mein Vorbild, Mann. Naja, solche Sachen sollte man nicht machen in diesem Game. Er wäre ja in der Spielzone drin gewesen. Aber er ist extra nochmal rausgegangen. Jedenfalls, ich tue die Position wechseln, weil dort kann ich nicht bleiben, wo ich jetzt gerade war, weil ich muss ja in die Zone rein, irgendwann mal. Und die Zone kommt, ob ich will oder nicht, dass sie kommt. Und zu dem Zeitpunkt bin ich der Meinung gewesen, dass der andere, der außerhalb der Spielzone gestorben ist, dass der nicht wegen der Spielzone gestorben ist, sondern dass er wegen jemand anderem gestorben ist. Darum habe ich jetzt da, so da aufgezielt. Okay, jetzt habe ich eine einigermaßen gute Position, aber das Problem ist, die Zone kommt jetzt bald und ich muss mich wieder bewegen. Und jetzt sehen wir gerade einen lustigen Typ. Nein, den meine ich nicht. Ich meine einen völlig anderen. Okay, mein Opfer hat sich erledigt. Also, er ist irgendwie von links beschossen worden. So viel haben wir schon mal gesehen. Wieso dass ich jetzt zum Fenster rauf schaue, habe ich keine Ahnung. Ich hätte vielleicht mal runterschauen, aber egal. So, jetzt schauen wir nochmal zum Hügel über. Und jetzt etwas vom Dämlichsten, was man überhaupt nur machen kann. Seht ihr den Typ da? Der liegt auf offener Fläche an einer Hügelflanke. Das sollte man nicht machen in diesem Spiel. Echt nicht. Ausser man ist gerade wirklich ultra low life und muss sich jetzt einfach aufheilen. Aber so wie ich das gesehen habe, ist der nicht am Heilen, sondern der ist am Zielen. Der ist jetzt im Moment gerade am Zielen auf jemanden. Der ist nicht am Heilen. Naja, gefunden nichts fressen für mich. Rotzen wir ihn weg. Easy Kill. Okay, jetzt sind noch 3 am Leben. Das heisst, ich suche die Typen mal. Ich habe ja keine Ahnung, wo sie sind. Die können überall sein. Das Positive ist natürlich, wenn ich mit der mit der VSS schiesse, man hört sie ja fast nicht. Und jetzt dort hin. Und dann eine gute Waffe. So viel Leben, wie der mir jetzt gerade abgezogen hat. Ja, das Spiel wird nicht mehr lang gehen. Es sind noch 3 am Leben. Und wir sind in der letzten Zone. Also die letzte Zone ist am Kommen. Das ist die letzte da. Bevor sie dann ganz zusammenschrumpft. Okay, jetzt bin ich mir am überlegen, was kann ich machen. Ich muss im Grunde genommen zu diesem Baum über. Aber der dort steht, der weiss das.
Bam, bam und fertig. Gegen SKS kann man natürlich nicht viel machen, was will man da machen? Der hat ganz genau gewusst, wo ich bin. Der hat gewusst, dass meine Wege sind, wo ich gehen kann. Weil er gewusst, ich muss ja auch in die Zone rein. Er ja zwar auch, aber er ist am längeren Hebel. Er hat die viel bessere Waffen als ich. Der hat ja gesehen oder gemerkt, dass es kleine Schüsse sind, die auf ihn zukommen, weil eine grosskalibrige Waffe macht auch einen viel gröberen Wumms, selbst mit dem Schalldämpfer. Ja, das war mein Spiel. Ich bin Dritter geworden, das ist eigentlich nicht mal so schlecht. Mit 3 Kills. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen einen Einblick geben, wie ich das Spiel spiele. Wahrscheinlich werde ich es anders spielen als ihr. Ihr werdet es anders spielen als ich. Es spielt das Game niemand. Es gibt keine 2 Menschen, die das Game gleich spielen. Ich bin halt sehr viel draussen. Ich bin nicht gerne in Häusern drin. Hat man jetzt auch gesehen. Ich hätte jetzt längst können in ein Haus reingehen oder was auch immer und dort ein bisschen abcampen, aber das mache ich nicht gerne. Am allerliebsten ist es mir, wenn ich immer unterwegs bin. Und am allerliebsten mit der VSS. In dem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, vielen Dank und ciao zusammen.